Herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Runde vom Review zu Dragon Ball Super und so heute mit der 19. Folge, die auch endlich ein neues Intro hat. Wobei, man muss mal so ein bisschen ergänzen, neues Intro ist ein bisschen übertrieben, es ist eher so, dass halt 2-3 Szenen ausgetauscht wurden. Zum einen ist irgendwie die Szene da mit Buu, Goten natürlich, Entschuldigung, plus Trunks nicht mehr da. Dann wurde ersetzt durch Freezes Armada, wobei Armada, naja, eher halb plus seine 4 höchsten noch, war, weil die Ginyu Force ist eh schon Schnee von gestern. Das wirkt ein bisschen, naja, reingepresst, würde ich jetzt mal behaupten, also wirklich nicht so ganz flüssig. Dafür aber die zweite Szene und so diejenige bezüglich halt, also im ersten Intro war es so, dass Son Goku noch, also man sah so eine Silhouette war, wie Son Goku zum Super Saiyajin Gott wurde und hier sehen wir jetzt halt seine Verwandlung silhouettenhaft zum Super Saiyan Gott, Super Saiyan, alias natürlich Super Saiyan Blue. Von dem her doch noch ganz spannend, also spannend, ja, gut gemacht, aber sagen wir es mal so. Von unserem Lieblings-Son Goku Super Saiyajin Gott mäßig. Aber ja, mal gucken, wie es hier mit dem SSG SS so weitergeht. Ich meine, wie gesagt, mit dem Intro haben wir jetzt da zumindest schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Aber was gab es eigentlich sonst in dieser Episode so zu bestaunen? Nun, man kann schon mal so viel vorweg sagen. Man nimmt hier im Gegensatz, wie ich jetzt finde, noch zu den ersten paar Folgen von Dragon Ball Super, wo es einerseits halt ein bisschen Filler ging und natürlich auch um den Film Kampf der Götter, hat man hier jetzt, wie ich jetzt zumindest den Eindruck hatte, ging es schneller voran. Also sprich weniger Filler jetzt wirklich anime-exklusiv, sondern wirklich rascher direkt alles abhandeln, weil wir hatten jetzt eigentlich doch in der ersten Folge, der immerhin 20 Minuten umfasst, schon ziemlich genau, ja, Freezes Rückkehr zur Folge. Wobei Freezes Rückkehr ein bisschen übertrieben ist. War halt eher so, dass naja, auch hier, wie gesagt, man hat wieder ein paar Szenen gesehen, die man bereits aus dem Film kennt. Zum einen auch das mit Pan und so und wie Piccolo sich ein bisschen den Affen macht. Er ist halt der gute alte Onkel, macht lalala, hallo Pan, wo bin ich? Nein, in diesem Sinne, das hat er, glaube ich, im Film jetzt nicht gemacht und zu Piccolo passt auch nicht wirklich, aber hey, im Anime kann das sehr gut mal ein bisschen reinbringen, nicht wahr? Jo, auch den Rest und so bezüglich halt Freezer in der Hölle. Und da muss ich sagen, wir waren doch überrascht. Weil es war ja eigentlich der Sinn davon, beziehungsweise die Idee, ursprünglich zumindest, war ja, dass man es irgendwie so darstellt, dass, ja, naja doch, also Dragon Ball Super sollte eigentlich nicht nur mangamäßig, sondern auch anime-mäßig eine Fortsetzung sein, sprich allgemein eine Fortsetzung von Dragon Ball Z. Was jetzt hier auch für mich irgendwie nicht so rüberkam. Aber Dragon Ball Z haben wir durch diverse Fehler, eben schon im letzten Part erwähnt habe. Sei es durch das Turnier im Jenseits, auch in Cell-Spielen, oder sei es bei der Buu-Sage, wo ja Son Goku gegen Kid Buu gefeiert hat, als dreifach Super Saiyajin. Haben dort ja die Krieger der Hölle, sag ich jetzt mal, durch ihre übergroße Kristallkugel im Kampf hier mitverfolgt. Dazu haben wir ja noch Papidi und so weiter, und Cell, und Freezer, und King Colt, etc. etc. Und da dachte man sich ja schon, okay, ja, der Anime jetzt mit Dragon Ball Super könnte da ja weitergehen. Aber nee, es ist auch hier wieder 1:1 aus dem Film, sprich da Freezer in so einer Mecha-Freezer-Form, da wird ihn in einen Konkord gefangen und wird von den, naja, Engeln der Hölle, war also Hell Angels heißt aber offiziell, wird da, naja, bedroht nicht wirklich, ich würde eher sagen genervt, wenn man ganz ehrlich sein soll. Freezer sieht schon so angepisst aus. Gut, ich hoffe noch nie in der Hölle landen, aber das wäre irgendwie auch eine Hölle für mich, wenn die ganze Zeit so, du kannst dich bewegen, nichts, musst einfach nur zugucken und zusehen, wie da so ein paar kleine fliegende Engelchen vor dir rumtanzen und herumsingen. Also ich glaube, da wird man langsam irgendwann auch mal der Arsch auf Glatteis gehen, von dem her. Ja, man kann Freezer schon verstehen, dass er nicht so happy ist. Aber hey, er ist in der Hölle, er soll nicht happy sein, er war böse und jo. Das war eben auch so eine Szene, wo ich mir eben gedacht habe, okay, die wird jetzt zum Anime übernommen. Aber ist denn jetzt Dragon Ball Super eine Fortsetzung zum Dragon Ball Z Anime dann zum Manga? Weil eigentlich müsste dann zum Dragon Ball Manga eine Fortsetzung sein. Weil eben Dragon Ball Z Anime ist ja
im Anime, da ist ja mit viel und so enthalten. Die Szenen, die ich gerade erwähnt habe, sind wirklich nur Anime-exklusiv. Die gab es im Manga nie und deswegen kann ich auch schon sagen, okay, Akira Toriyama bezieht sich jetzt auf den Manga und macht es auf solche Einflüsse jetzt mal, die halt durch den Anime doch auch noch geltend sind. Die hatten sagt sich einfach, ja, okay, Anime, die gab es jetzt da, aber mir geht da nichts an, ich schaue ein bisschen um und beziehe mich mehr auf den Manga. Das sehen wir, dass ich im letzten Part noch erwähnt habe, bezüglich halt Dragon Ball GT und so. Es geht halt die Fortsetzung mit Dragon Ball Z Anime ist. Bezüglich halt auch Fillon und Ub und so weiter. Und Dragon Ball Super eher die Fortsetzung mit Dragon Ball Manga. Naja, so viel später noch. Der Rest der Folge, ja, man hat auch da wieder Sobe, Tagoma und wie ist der Typ schon? Ja, Shisami, glaube ich, waren ja jetzt momentan noch die 3 höchsten Tiere von Freezes Armee. Alle 3 sind nicht in der Kampfkraft wie Zabel und Todori haben, das ist nicht gerade Wucher, aber das soll sich noch ein bisschen ändern, vor allem bei Shisami, oder ist das Shisama, ne? Ich glaube schon Shisami. Der Typ soll sogar nachher mit Piccolo aufnehmen können und man muss schon sagen, hallo Super Namekianer und so weiter, auch wenn er gegen Tausende von Soldaten von Freezes Armee gecatcht haben muss, kann niemand schwach genug sein, gegen so einen Typ zu verlieren, der muss auch irgendwie trainiert haben. Naja, wie dem auch sei, so ruft Shenlong herbei und hier haben wir bereits die nächste nette Änderung. Also nicht, ich weiß auch nicht, vielleicht ist irgendwie ein Fehler und so, also ich habe es nochmal im Manga nachgeguckt. Es geht um Shenlong. Und zwar hier in der Anime-Episode kann Shenlong 3 Wünsche auf einmal erfüllen. Da muss man sagen, Moment, irgendwas stimmt nicht ganz. Weil bei Dragon Ball Z im Anime kann ich mich noch sehr gut erinnern, seitdem der neue Gott ist. Ja, der Shenlong neu erschaffen und so, kein Problem. Und da wäre auch die Frage, wie viele Wünsche soll der Drache erfüllen können, weil sie wollen ja auch mit einem Wunsch mehrere Menschen auf einmal zurückwünschen können. Und da hat Daniel ja gesagt, ja okay, kann ich machen, aber dann hat nur 2 Wünsche zur Verfügung. Man kann aber trotzdem mit einem Wunsch mehrere Personen gerade jetzt im Leben erwecken. So. Fazit. Die Kraft wird umgewandelt, aber es gibt halt trotzdem maximal 2 Wünsche. Danach waren die Cell-Spiele und so weiter, danach haben sie ja Shenlong gerufen. Erster Wunsch, bitte belebe alle wieder, die von Cell getötet wurden, für die Guten. Hat er gemacht und der zweite Wunsch soll zuerst Goku betreffen, danach ja C18. Und bereits hier haben wir wieder die Situation, wo ich mich so frage, das ist die Anime-Situation. Wir haben nur 2 Wünsche und sagen wir mal ehrlich, seit in der Cell-Saga gab es sowohl im Anime als auch im Manga kaum noch eine Situation, wo die Z-Krieger irgendwie mehr als einen Wunsch gebraucht hätten. So, bei Kampf der Götter war es nur ein Wunsch, also von dem her, dann ist Shenlong abgehauen. Gut, das war eher wegen Beerus anstatt wegen was anderem. Da dachte ich mir so, okay, wer hat denn Anspielung auf den Manga war? Weil eben, gemäß meiner Theorie jetzt, ist der Dragon Ball Super eine Fortsetzung vom Manga und nicht vom Anime direkt. Also nicht vom Dragon Ball Z Anime, sondern vom Dragon Ball Manga. Haben wir schnell nachgeguckt, aber auch dort, also im Deutschen, oder? Ich weiß nicht genau, wie es in der japanischen, in der Originalversion steht. Aber auch in meiner deutschen Manga-Fassung steht, dass er, also das Dende, die Wunschkraft, irgendwie so ist es ja, umgewandelt hätte. Von 3 Maximalwünschen auf 2 neu. So, das heißt, seit Dende eben Shenlong neu erschaffen hat, dürfte Shenlong maximal 2 Wünsche erfüllen. Nicht mehr. Jetzt hier in der Folge, gut, das war jetzt die deutsche Übersetzung, oder was, die Englisch, ich glaube beides sogar. Vielleicht ist es eine Fehlübersetzung, aber irgendwie in meiner Übersetzung, die ich da gesehen habe, hieß es von wegen, dass Shenlong, wenn er mit dem ersten Wunsch nicht mehrere Personen zurückwünschen muss, dass man dann 3 Wünsche zur Verfügung hat. Also angenommen, ersten Wunsch sagst du, okay, bliebe Freezer zum Leben, das ist eine Person, dann hast du noch 2 weitere Wünsche, weil du hast nur die Kraft für einen Wunsch für eine Person gebraucht. Würdest du aber sagen, mit dem ersten Wunsch, nee, beleben einen ganzen Planeten wieder, oder ja, irgendwie einen ganzen Planeten Vegeta zum Beispiel zurück ins Leben, der darauf gestorben sind durch Freezer, dann wäre es halt eben eine größere Menge und dann hätte Shenlong nur noch 2 Wünsche zur Verfügung. So irgendwie klang es jetzt aus dieser Folge Nummer 19. Da muss man ja schon sagen, stimmt das? Alter, aber es geht lange, bis da wieder neue Kämpfe kommen.
Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht und so. Ich weiß nicht genau, wie da jetzt die Sachlage ist. Ob das irgendwie eine Fehlübersetzung eine Fehlübersetzung ist, genau vom Original ins Deutsche, dass da irgendwie vom Manga her in was faul ist und so weiter, gar nicht stimmt. Oder aber man jetzt hier bei Dragon Ball Super jetzt wirklich da im Anime das ein bisschen verkorkst hat. Wobei verkorkst, natürlich kannst du sagen, ja, ob jetzt 2 oder 3 Wünsche spielt doch keine Rolle. Weil trotzdem war es so, Wunsch Nummer 1, Freezer zurück zum Leben wünschen. Wunsch Nummer 2 war sowohl im Anime jetzt, also Folge Nummer 19, als auch im Film. War es so 1 Million Berry. Da hat sich, glaube ich, Shu hieß, oder? Gewünscht. Jetzt hier im Film war aber noch so, dass Mai, die wollten nur das leckerste Eis der Welt haben. Also sprich leckerste Eiscreme. Okay. Im Film 2 Wünsche, im Anime 3 Wünsche. Okay. Aber eben der Anime, gut, wie gesagt, auch hier wieder Dragon Ball Super Anime, ja, kannst viel einbauen und so weiter als Erklärung noch. Aber wenn ich mich wirklich richtig erinnere, dann kann Shenlong, also vor Ende kann nur ein Wunsch maximal, also nur einen Wunsch erfüllen, egal wie viele Personen. Und seitdem neu erschaffen hat, kann er maximal 2 Wünsche erfüllen. Mehr geht nicht. Egal wie du den ersten Wunsch verwendest, mehr als 2 Wünsche gehen nicht. Hier in dieser Folge waren es trotz allem 3 Wünsche. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass es so umgewandelt haben. Und ja, es nimmt mich jetzt auch Wunder. Und natürlich ist meine Frage an euch, wie seht ihr das? Kann Shenlong 3 Wünsche erfüllen, wenn es hier bei der Folge das so erwähnt wurde? Oder aber, stimmt meine Theorie, dass man das sowohl im Anime als auch im Manga, im Deutschen, als auch im Original so erklärt wurde, dass Shenlong, der irdische Shenlong halt seit Ende, nur noch 2 Wünsche erfüllen kann. Nur noch ist gut, nur 2 Wünsche erfüllen kann, so. Naja, was soll's, wie gesagt, Schlusseffekt spielt keine Rolle, Freezer wurde wiederbelebt, aber natürlich auch hier in hackgerechte Stücke. Wobei ich mir ja schon frage, ich weiß ja, Freezer kann Weltall überleben, okay, kein Problem. Aber wieso kann er in diesem Zustand überleben? Weil als ja King Cold nach dem Kampf zwischen Son Goku und Freezer auf Namek ja Freezer gefunden hat, mein Freezer, gut, er war ein bisschen zerstört und so, da war der halbe Kopf weg und so weiter. Aber trotzdem, er hat gelebt, aber er konnte sich nicht irgendwie selber kaum bewegen und so weiter. Versteht ihr? Er war irgendwie am Rand des Todes sozusagen. Und auch hier wieder, da sowohl im Film als auch im Anime, schien es so, ja, wir müssen auf die Einzelteile zusammenfügen und dann klappt's wieder. Am Rand des Todes, nee, ist er nicht. Wobei Shenlong schon gesagt hat, ja übrigens, wenn er da irgendwie der Freezer kann er schon zurückholen und so, aber sein Körper wird zerstückelt, also lebt er sowieso nicht mehr lange. Naja, und sie haben jetzt neue, tolle Dingsbums da zum Regenerieren, genau die Einheit. Das ist auch sowas, ey. Dabei, bei der Namek sagen noch, also sprich nach dem Kampf zwischen Freezer und Son Goku, muss man Freezer mit Cyborg-Implantat oder als Micha Freezer da stehen lassen. Hier jetzt plötzlich, ein paar Jahre später, ist klar, Technik entwickelt sich. Kann sagen, okay, alle Teile zusammen, Freezer wiedergeboren. Was mich hierbei wirklich gestört hat und ihm noch stört, und es ist einfach unlogisch. Wieso kehrt Freezer mit seiner Rüstung zurück? Als ob sich die Rüstung, also der Kampfanzug, mit regeneriert hätte. Sowas von doof. Nein, wenn dem auch sei, Freezer ist zurück. Yay! Ist wieder mal ganz geil. Freezer-Sama ist back. Nach hier ist wieder mal so eine Situation, ich mich frage, wenn auf der Erde als Shenlong herbeigerufen wurde, sowohl Son Goku als auch Piccolo haben es bemerkt. Dann gemerkt, oh, Shenlong ist zurück, der Himmel ist dunkel und so weiter. Was ist los? Und Piccolo gerade so, ich habe ein schlechtes Gefühl. Aber käme einer von beiden auf die Idee, mal nach Shenlong zu suchen? Ich meine, sorry, Piccolo und Son Gohan. Nach der Buu-Saga. Gut, Piccolo ist sowieso nicht mehr der Stärkste, ist klar. Aber die können doch Shenlong spüren, die wissen doch, wo er steckt, die können auch die anderen spüren. Gut, ich meine, klar, Sobe, Tagoma auf Niveau von Dodoria Zauber, das spricht ja 20.000 bis 30.000 auf dieser Skala. Das ist ja nicht mehr viel. Klar, verstehe ich, aber trotzdem können sie ihn spüren. Können wir mal ganz kurz hingehen und gucken, was los ist, den Freezer oder vernichten, fertig. Aber nö, natürlich nicht. Jetzt irgendwie, ja, Freezer-Sama, jetzt sind sie da und so, was machen wir jetzt? Ja, das ist eine gute Frage und das erfahren wir dann in der nächsten Folge, Folge Nummer 20, wo es aber auch darum geht, dass
Naja, sowohl Son Goku als auch Vegeta sich wohl über die Kraft des Super Saiyan Blues irgendwie, naja, diese Kraft halt bewusst werden, sag's mal so. Also, du siehst nicht wirklich die Transformation und so, aber du siehst irgendwie die Augen, die sie entfachen. Und scheinbar werden sie doch in der nächsten Folge das irgendwie bemerken, was irgendwie so los ist und so weiter. Ja, ich hoffe eben, wie gesagt, noch ein bisschen auf Training und so, dass man da sieht, wie sie überhaupt auf die Form kommen, dass man sich dann jetzt so transformieren kann. Und natürlich auch Freezer. Ich meine, es wurde Ihnen erwähnt, im Film war es 4 Monate. Ich hoffe, ich schmecke es ein bisschen aus und so. Ich habe schon mal erwähnt, 4 Monate. Freezer, zu in seiner Grundform. 530.000 auf der Key-Skala, wie auch immer. 4 Monate Training. Kann seine, ja, ich sage jetzt mal seine 100% Form, die er schon hatte, plus jetzt noch die goldene Form. Der hat da scheinbar eine Kampfkraft von 100 Quillionen, mal irgendwas gelesen. Und ist er stärker als ein Super Saiyan Blue. Nach 4 Monaten. Das ist eben noch so ein Faktor, den man sagen muss, okay, Freezer, du bist recht ein Trottel. Ich meine, sowohl im Manga gibt es mal eine Situation, wo er bereits im Super Saiyajin Gott wusste. Er wusste von Virus. Und Gottes Zerstörung, gut, er hat ihn schon mal getroffen, hat verloren, okay. Das sind 4 Monate, wieso hat er das hier vorher mal gemacht? Und zu sagen, okay, ich trainiere jetzt 4 Monate lang, muss keine Angst mehr vor den Saiyajins haben. Kein Problem mehr, ich bin allen überlegen. Naja, natürlich immer da irgendwelche Theorien bringen, und denken, ja, Freezer hat böse und die Bösen, die merken das sowieso nie, etc. etc. Aber es ist ja schon, naja, also, ich finde es auch von Akira Toriyama ein bisschen weit hergeholt, da Freezer 4 Monate lang trainieren lassen und dann plötzlich, hey, ich bin der Stärkste von allen jetzt. Und vor allem die behaupten noch, ich meine, er ist stärker als Super Saiyan Blue, aber er hat trotzdem kein Gegner für Virus. Trotz allem, da fand ich halt noch ein bisschen, naja, weit hergeholt, aber gut. So, dazu ist aber für heute nochmal bei Dragon Ball Super Folge 19 und Freezer ist zurück. Wir können nur hoffen, wie es in den nächsten Part weitergeht. Hoffentlich ein bisschen was von Freezers Training zu sehen, vom Super Saiyan Blue erst Anzeichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.